Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute wird es mal wieder mystisch. Heute geht es über die Alraune. Eine sagenumwogene Pflanze. Und dann geht es noch ein bisschen ums Bier. Und dann geht es natürlich, ihr seht es hier, steht immer noch da, ums Hüttenmusik-Bandprojekt. Und da gibt es am Anschluss wieder eins von unseren neuen Liedern. Mit dem abgefahrenen Namen, wäre ja nicht drauf gekommen, Alraune. Ja, um diese mystische Pflanze geht's heute. Ja, die Songs, die wird es bald auf CD geben. Unten ist es verlinkt auf Bandcamp. Könnt ihr das euch schon runterladen. Spotify dauert noch ein bisschen. Ich freue mich, wenn es euch gefällt. Dieses Mal im Duett mit Irish Clover. Ganz eine geile Version. Ich werde es unten auch verlinken, wenn ich darf. Ich wünsche euch viel Spaß damit und jetzt fangen wir mal kurz an, über den Hintergrund, den mystischen Hintergrund der Alraune zu philosophieren, da es dann nämlich richtig spannende Sachen gibt. Also, Mystik, Bierbrauen, Musik ist heute das Thema. Die Alraune. Eine Pflanze zwischen Dämon und Talisman, würde ich jetzt mal sagen. Die Mandragora officinarum oder so ähnlich. Mein Latein ist jetzt nicht so das Beste. Gehört auf jeden Fall zu den Nachtschattengewächsen und wächst mit einem richtig schönen grünen Blattrosetten, Kranz, violetten Blüten und gelben Beeren. Die wirkliche Faszination an dieser Pflanze, was sie auch zu einer mystischen Pflanze macht, ist die Wurzel. Da diese Wurzel oft so extrem verzweigt ist, dass sie eine menschliche Gestalt annimmt. Meistens eine weibliche, manchmal auch eine männliche. Die Unterschiede muss ich euch hoffentlich nicht erklären. Und diese Gestalt, also ich blende euch zwischendrin immer mal so ein paar so Bilder ein, damit ihr euch was vorstellen könnt. Alles, was ich so finde, quer durch die botanischen Bücher. Und wenn ich nichts dazu finde, dann illustriere ich selber. Ja, also, wo waren wir? Alraune, genau. Deswegen sagt man ihr eine Seele nach, weil sie eine recht menschliche Figur hatte. Die Geschichte, die wird natürlich noch viel spannender und verzweigt sich ganz brutal. Wir fangen mal an mit dem Schrei der Alraune. Bei der Alraune ist es so, es hieß immer, wenn man die ausreißt, dann schreit die Alraune. Mythos, Aberglaube, wie auch immer. Und wenn man diesen Schrei hört, stirbt man. Oder man wird völlig wahnsinnig und irre. Dieser Schrei reißt dir die Seele aus dem Körper. Also was hat man gemacht früher, wenn man eine Alraune ausgebuddelt hat? Weil die natürlich ein Glücksbringer war und man ganz viele Sachen damit anstellen konnte. Man hat ein Tier mitgenommen, meistens einen Hund, hat den an die Alraune gebunden und hat den Hund dann die Alraune ausrupfen lassen, während man selber irgendwo mit Wachs in den Ohren gestanden ist, sodass der Hund den Fluch der Alraune zu spüren bekommt. Ja, mystisch gedeutet halt der Schrei der Erde, Verbindung, Schmerzensruf zu den Toten, eine Verbindung, ein Portal zu einer anderen Welt, immer so die gleiche Geschichte. Es ist so, viele Regionen in Bayern galt die Alraune natürlich auch als Glücksbringer oder hauptsächlich als Glücksbringer. Man hat die dann in Leintücher gewickelt, man hat die mit Milch eingerieben, man hat sie gepflegt, ab und zu mal auch ein bisschen Wein gegeben und sie halt wie so einen kleinen Hauskobold oder Schutzgeist umsorgt. Und wenn man diese Pflege vernachlässigt hat, dann hat sich die Alraune gerächt und hat Tod, Verderben, Feuer, alles Negative hat sie dann gebracht über diesen Hof. Man hat die in ein kleines Holzkästchen, meistens ein Eichenkästchen gelegt und dann auf sie aufgepasst, wie wenn es der kleine Hauskobold wäre, der gute Geist. Und der war natürlich dann extrem beleidigt, wenn man aufgehört hat, sich um ihn zu kümmern. Hast du eine Alraune? Dann pfleg sie. Diese Alraune, die dann nicht mehr gepflegt wurde, die wurde dann zum Galgenmännchen, zum Galgenmandal, so wie man in Bayern sagt. Und hat natürlich dann Verderben für Hof und Vieh gebracht. Die Alraune, die spiegelte halt immer so die Gegensätze. Das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, was der Kirche und so nicht gefallen hat. Fruchtbarkeit, Erotik,
Wegen der Menschengestalt. Reichtum, Schutz als Talisman, Tod, Fluch, Wahnsinn durch ihren Schrei, Glücksbringer, aber auch Dämon zugleich. Und es war halt so ein Grenzgänger zwischen Heilkraut und Zauberpflanze und manchmal sogar auch Todesomen. Ich habe ja schon gesagt, in Bayern Galgenmännlein oder das Galgenmandal. Warum? Weil die Alraune angeblicherweise immer da gewachsen ist, wo sie von irgendwelchen Körpersäften genährt wurde. Also auf einem Galgenhügel, auf einem Schlachtfeld. Da, wo Leute hingerichtet, geopfert oder im Krieg gestorben sind, da wuchsen die Alraunen. Und diese Wurzel trägt dann praktisch die Kraft der Toten in sich. Und dann hat sie natürlich Haus und Hof beschützt, wenn man sie mitgenommen hat. Wenn ihr mal an einem Ort vorbeikommt, der Galgenberg, Galgenbichel, Hexenbichel oder ähnliches geschimpft wird, dann guckt euch doch mal ein bisschen um, ob ihr nicht vielleicht eine Alraune findet. Man musste die ja auch heimlich hüten, weil die Kirche das damals gar nicht so toll fand und man ganz, ganz schnell als Hexe oder als Hexer verurteilt worden ist. Und sollte der Besitzer der Alraune sterben, dann musste sie weitervererbt und gepflegt werden oder ganz schnell in Wasser geworfen werden, weil sie sonst den Hof heimsucht. Ja, die Kirche, habe ich ja vorher schon gesagt, die fand das gar nicht so toll. Der Besitz war ein Nachweis für Hexerei. Dann musste man natürlich, so wie bei vielen Sachen damals, die der Kirche nicht gefallen haben, musste man ziemlich um sein Leben fürchten. Was die Leute aber nicht aufgehalten hat, die wurde trotzdem gehandelt auf Märkten und oft gefälscht, weil man halt relativ selten so eine Alraunenwurzel fand. Und dann hat man halt Wurzeln gefälscht und die verkauft als Talisman, als Schutzzauber. Und das war anscheinend auch gar kein so schlechtes Geschäft. Wenn ihr euch so ein bisschen umschaut und wisst, wie eine Alraune ausschaut, dann könnt ihr in vielen Museen, vielen alten Bauernhäusern, vielen alten Gasthöfen und richtig alten Wirtschaften, da entdeckt ihr dann so die ein oder andere Alraunenwurzel, die dann noch so als Deko rumliegt oder rumsteht. Und auch auf vielen Bildern mit dieser Mystik, dieser Körper, dieses Gesicht, diese Beine und Arme und dann oben dieses Gewächs, was aus dem Kopf rauskommt. Das ist ganz weit verbreitet und wenn ihr sowas seht, dann wisst ihr, dass dieses Viech oder dieser Dämon oder was auch immer den Ursprung in der Alraune hat. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Alraune und das Bier. Was hat es damit auf sich? Früher wurden dem Bier ganz viele zusätzliche Stoffe beigemischt, die so ein bisschen verwirren, betäuben, abhängig machen. Und dann kam das Reinheitsgebot 1516. Das hat sich dann alles ein bisschen geändert. Aber bis dahin war eine Alraune ein ziemlich verbreiteter Inhaltsstoff von unserem Bier. Das bedeutet, die Alraune enthält halt ziemlich stark wirkende Alkaloide. Also Hyoscyamin, Atropin, Scopolamin. So, jetzt habe ich das Schwierigste hinter mich gebracht in dieser spannenden, mystischen Rede. Ja, und da sind schon winzige Mengen davon halluzinogen, schmerzstillend, berauschend und große Mengen hochgiftig und tödlich. Und daher die Alraune eine Hexenpflanze. Man hat es natürlich nicht nur für Bier genutzt, sondern für viele andere Tränke, auch für Salben, für Visionen und für den Ritt zum Hexensabbat. Zurück zum Bier. Also man hat natürlich das dem Bier beigemischt, um extrem berauschende Zustände herzuführen. Da war natürlich nicht nur die Alraune spannend, sondern da gab es viel mehr Zusätze. Also geheimer Zusatz von Bier und Met war die Alraune. In Bayern war es natürlich so, Bier als Hauptgetränk, dass dieses verzauberte Bier einem Menschen Reichtum, Lust oder Wahnsinn bescheren könnte, je nachdem, wie halt die Pflanze gesinnt war. Es gab dann auch verschiedene Bannsprüche, mit denen man versucht hat, die Macht der Alraune ins Positive zu bannen, weil man ja nicht wusste, wie viel da drinnen ist und ob das jetzt halt extrem positiv ist oder tödlich, war halt immer so eine kleine Gratwanderung.
Ich blende euch mal so den ein oder anderen Bannspruch hier ein. Verborgene Wurzel, Gabe der Nacht im Trank, sei mir hold. Ja, und so ranken sich halt wirklich viele spannende Geschichten um diese mystische Wurzel. Die schreit, wenn man sie rausrupft, die Glück, Segen oder Unglück und Tod bringen kann, die auf Grabhügeln und Schlachtfeldern wächst und in Bayern gar nicht so verbreitet ist, sondern eher so eine Pflanze aus dem Mittelmeerraum. Also die echte Alraune, die Mandragora officinarum, ist eher so Süditalien, Griechenland, Kleinasien, also in Bayern dann eher in irgendwelchen botanischen Gärten oder als gefälschte Wurzel oder als ähnliche Wurzel, so wie der schwarze Nachtschatten, die Tollkirsche oder das Bilsenkraut. Also eine natürlich geformte Wurzel, die man halt dann so ein bisschen, wo man so ein bisschen rumgetrickst hat, um die den Leuten dann doch wieder unterzujubeln. Also wenn es euch mal wirklich interessiert, eine echte gewachsene Alraune zu sehen, wobei ihr da ja die Wurzeln auch nicht anschauen könnt, aber ihr könnt zumindest die Früchte und die Blüten sehen, dann müsst ihr halt in München, Nymphenburg, botanische Gärten in Regensburg oder Erlangen, da haben sie Alraunen. Da könnt ihr euch die anschauen. Probieren dürft ihr sie da leider nicht. Ich glaube, damit habe ich das Wichtigste über den Mythos Alraune erzählt. Und wir können jetzt langsam zu unserem Song kommen, der das alles nochmal so richtig schön brutal mystisch zusammenfasst. Und die kleine Erklärung, die wird euch ein bisschen durch dieses Lied helfen, weil es vielleicht für den einen oder anderen, wenn er nur das Lied hört, gar nicht mal so verständlich ist. Viel Spaß dabei. Im Schutz der Nacht hat einer die kleine Wurzel gebracht. Er zog sie behutsam, hörte den Schrei und schon war's Gewächs nicht seelenfrei. Er wusch sie in Milch und bettete fein, wickelt sie sorgsam in Leinen ein, füttert mit Brot und Tropfen vom Wein und glaubte, das Glück wird nun ewig sein. Holz und Erde, Wurzel und Stein, vergaß er die Pflicht. Kein Tropfen, kein Bissen, kein Kerzenlicht. Die Wurzel verdorrte im Kästchen allein, begann sich zu regen, bekam Seele und Sein. Ein Männlein, hässlich und schwarz wie der Ruß, stieg aus dem Holz ein finsterer Gruß. Es schlich durch den Hof und lachte so kalt, zerbrach, was er liebte und machte ihn alt. Holz und Erde, Wurzel und Stein, Alraune wach, mein Schicksal ist dein. Wachse, kleines Wesen der Nacht, bring Segen, Geld und etwas Macht. Die Kühe verendet, das Korn verbrannt. Der Bauer fand nur noch Asche im Land. Im Kästchen lag lachend, klein und gemein, Galgenmännlein sein Herr. Nun